Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva la Movilusion, dem besten Podcast, den es auf der Welt geben tut. Mit mir hier im Internet, wo man sich zum Podcasten trifft, der Michael. Hallo Michael. Servus und Habideri da draußen. Das ist schön, dass du da bist, Michael, hier im Internet. Ich freue mich auch, dass ich wieder da sein darf. Danke für die Einladung. Immer Mikey, immer Mikey. Wir können aber nur da sein, weil der liebe Stefan von Offstream, nein, nicht Offstream, wie heißt es? Vom Weird Weekender. Ja, so heißt es jetzt. Ja. Hat uns einen Screener zur Verfügung gestellt. Danke, Stefan. Hey, ja. Oh, gibt's ja, oh ja, Stefan San. Das ist ein guter Typ. Auf alle Fälle, guter Typ, cooler Typ, gut aussehender Typ. Mhm. Und er war so lieb und nett und hat uns einen Screener zu Cannibal Mukbang zur Verfügung gestellt. Cannibal Mukbang. Wer nicht weiß, um was das in dem Film geht, dem wird der Mike jetzt auf die Sprünge helfen. Und zwar ist es so, dass der Mark in dem Film ein totaler Lappen ist und nicht weiß, was er mit seinem ganzen Leben anstellen soll. Da gibt's dann eine verhängnisvolle Begegnung mit der Ash. Und die Fodner nach einem kurzen Kennenlernen mit dem Auto an und macht's dann wie bei Misery und nimmt ihn seltsamerweise mit heim und peppelt ihn wieder auf. Und die zwei beginnen dann sich zu verlieben. Wie das oftmals so ist mit den holden Maiden, die schauen zwar recht schön aus und tun recht schön, aber sie hat ein dunkles Geheimnis. Und zwar tut die Ash Mukbang-Videos dran. Wir reden gleich drüber, was das ist, weil ich hab das bis vor kurzem gar nicht kennt. Ich vom Land, verstehst? Ja. Und die macht Mukbang-Videos, aber mit einer ganz besonderen Zutat in den Gerichten. Und zwar haut sie sich immer Menschenfleisch hinter die Kiemen und es muss ja irgendwo herkommen, das Menschenfleisch. Wie man sich so vorstellen kann, gibt's da allerlei potenzielles Potenzielles Potenzial ist was super, aber verdammt. Das ist brutal, Alter. Wahnsinn, so eine Scheiße. Ja, genau. Du bist so eloquent. Richtig, ich muss mir mein Pfeif schnell frisch stopfen. Ich stopf die nicht. Genau, also auf das läuft's hinaus und dann, wie gesagt, die Ash verspeist gern Menschenfleisch und der Mark kommt dann dahinter. Und was dann der Mark da macht und wie der reagiert, das sehen wir dann im Verlauf des Films. Genau. Ja. Also, Conny, Mukbang-Videos, zuallererst, ich hab Redepotenzial, Bedarf. Was rede ich denn für einen Scheiß, hey? Kann man es halb 10, weiß ich nicht mehr, wo mein Kopf ist. Conny, Mukbang-Videos, verzeih. Warum Mukbang? Weiß ich nicht, warum. Schaust du sowas? Warum schaust du sowas? Nein, krieg ich so voll. Warum liebst du das? Weil es das Geilste ist, Alter. Oder? Also, härteren Rahmen kriegst du nicht zusammen als bei Mukbang-Videos. Also, hau ab, hey. Ich hab Nein, mal gesagt, das ist ein Scheißdreck. Also, TikTok gehört ja für sowas eigentlich auch Cent. Also, wenn's mir sagst, wo der TikTok ist, dann Cent ihn an. Seien wir nicht besser. Also, anhand von Mukbang-Videos sehen wir, wie degeneriert unsere Gesellschaft ist. Dass man sich sowas anschaut, wie alle dahin knuspern. Dann schaust du das an, der kriegt den Teller und dann sagst du, ja, okay, wie lange dauert das Video? 40 Minuten. Dann schaust du dem Affen da oder der Affinnen, denen schaust zu, wie es diesen Teller da zusammenfressen und knuspern da umeinander und schmatzen. Also, ja, Kruzifix, warum wir das nicht? Ist denn das auch eine Unterhaltung? Ach, hör auf. Der erinnert leid. weißt du, wie wir gerne einfressen täten? Ja, schon. Aber wir machen es als Podcast. Also wirklich so ohne nur so stundenlang. Das war gut. Das ist eine Marktlücke. Das macht, klar. Ich weiß, da gibt's schon Mukbang Podcast. Ich weiß nicht. Ja, das ist auch einer dieser Trends, die ich nicht nachvollziehen kann. Das gibt mir auch nichts. Ich habe da schon viele Videos gesehen und sie widern mir eigentlich nur an. Ja, voll. Da gibt's dann auch so, die dann so Assi-Scheiße halt auch noch essen. Wenn es wenigstens
Die einzigen in diese Richtung, die ich immer gerne schaue, das ist dann, wenn irgendjemand so einen Streaming-Fisch frisst und dann geil übereinander kotzt, ja, dann passt, dann muss ich lachen. Aber wenn nicht dann irgend so ein Brunsten da hockt und einfach nur eine riesige Portion frisst, dann sag ich, halt doch dein Maul und hab mit dem Scheiß. Oder da gibt's eine, die dann lebendigen Tintenfisch essen wollte und dann saugt er sich geil in dem Gesicht fest. Und dem so, ja, das geschieht dir recht, du Rimmviech, dann lass doch das Viech in Ruhe. Was soll denn das allein schon wieder lebendig in ein Viech reinbeißen wollen? Das sollte jetzt halt wie in so einem alten Creature-Feature-Film, so ist der jetzt ins Meer reinziehen, der Tintenfisch-Sepp. Cthulhu gefällt das. Bin ich raus. Ja, Gott sei Dank. Ich denke, du warst jetzt da voll der Fan. Warum sind die da noch Fan sein? Ja, du bist doch so ein seltsamer Typ. Nicht du Scheiße. Ein Memo und mich, Mukbang-Videos machen oder Mike essen. Genau. Und ich schau dann zu. Du wirst nicht für Genusswurzel, sondern du wirst richtig so Hostel 2-mäßig wirst du gegessen. Okay. Ruggero Diodato-mäßig. Sehr schön. Ich Nein, habe gehört, bin ich raus. dass die Inspiration zu dem Film so eine Art Creepypasta war. Und zwar die Regisseurin, haben wir da, die Amy Coogie, spricht man das aus, die hat Creepypasta eben mitgekriegt von jemandem, der zum Essen eingeladen worden ist. Derjenige hat dann Stunden später über Übelkeit und Schmerzen geklagt, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Nach dem Magenauspumpen ist festgestellt worden, dass sie menschliche DNA in ihrem Speisetrakt befunden hat. Genau, und dann hat sie gesagt, okay, das kann man mir verwursteln. Und dieses Kannibalen-Thema, das haben wir in den letzten Jahren schon öfters mit drin gehabt, aber immer so unter dem Deckmantel vom Coming of Age. So dieser, ich glaube, Franzos war es, der Raw, der da rausgekommen ist. Der ist auch wegen so in die Richtung gegangen. Oder mit dem Timothy Chalamet, den ganz großartigen Bones and All. Die haben alle ein bisschen so diese Kannibalen-Thematik mit drin, wollen aber eigentlich ganz was anderes sagen. Aber ob uns Cannibal Mukbang irgendwo sagen möchte, glaube ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist eher so ein straighter Unterhaltungsfilm, der einfach dieses Mukbangen als Aufhänger nimmt. Und die Geschichte an sich ist ja voll geil. Also ich finde die Geschichte, wie ich das gelesen habe, die Prämisse, das hat mich von Haus aus angesprochen. Ja, ich möchte uns schon, glaube ich, also er hat schon einen sehr feministischen Touch, der Film. Das ja. Der möchte uns, glaube ich, schon ein bisschen so durch die Blume, durch die fleischige Blume sagen, was man eigentlich mit so Hurensöhne machen soll, die da kriegen, was sie verdienen. Ja. Ja. Das glaube ich, ist so sein Message mit dahinter. Also ich glaube, dass er schon auf Gewalt gegen Frauen, glaube ich, halt damit aufmerksam machen möchte. Muss ja gar nicht in echt. Bei dir im Land meine ich schon, oder? Nein, das hat man nicht mehr. Nimmer? Nein. Früher. Okay. Wo kommt dann jeden Tag der Femizid her? Wenn es am Land ist, was? Der Femizid? Kinder nicht der Mike. Bin ich raus. Ja, für Erstlingswert, aber auch ganz schön wildes Ding. Ja. Coole, und die Prämisse, die finde ich auch ziemlich geil. Eben allein, dass man halt auch noch so eine kleine Rache-Thematik mit rein tut und dann auch die Idee, wie sie eigentlich zu dem kommt, dass die Menschenfleisch essen muss. Ja. Coole Idee dahinter. Mir ist er nur tutti zu lang, der Film. Weil er dauert doch 1 Stunde 45. Und der glaube ich, war auch, wie wir es schon öfter mal gesagt haben, auf 80 Minuten ausverzeiht gewesen. Die 80 Minuten, Freunde. Es macht seinen Erstlingsfilm und wollt euch ausprobieren, dann macht sie den 80 Minuten. Sam Raimi hat's vorgemacht, Evil Dead, dauert, wie viel, 81 Minuten, perfekte so. Laufzeit für ein Erstlingswerk, Freunde. Wird der Manu gesagt vor die Filmfressen, Kill Your Darlings, manchmal muss man einfach Sachen rausschneiden. Und 80 Minuten war für den Film ideal gewesen. Ja, da ist sauber zu viel Erzählung von die Figuren dann ums Drumherum drin. Und da, glaube ich, versucht man sich jetzt sauber stark nur auf dem Markt sei Psyche ein bisschen Leid zum Schießen, wenn seine Telefonate mit der Therapeutin, die da rumdumm noch immer passieren. Das ist, da wollte man dem, glaube ich, mehr Tiefe geben, der Figur, als in meine Augen braucht hätte, weil der für mich in keinem Moment oder durch keine einzige Situation irgendwie interessanter geworden ist. Nein, das ist voll nervig. Das ist wirklich voll nervig. Und dann noch sein dominanter Bruder dazu und so. Mir ist dann schon klar, was die dann da sagen wollen, aber so interessant sind die Figuren leider nicht ausgearbeitet, dass das jetzt da wirklich großartig Tiefe hätte. Leider. Das finde ich auch, ja. Also die Ash finde ich schon, das ist eigentlich für mich die beste Figur in dem Film, auch die interessanteste
Figur, also die Hauptdarstellerin, die eben dann gerne mal Mana brodelt. Die ist super. Also die hat mir wirklich echt, die hat mir gut gefallen. Also nicht nur optisch, sondern auch was abgeliefert hat, die war gut. Die hat gut gespielt, ja, und die war auch, wie gesagt, am besten geschrieben für mich. Das war alles, hat alles Hand und Fuß gehabt und die anderen aber, auf den irgendwie haben die auch viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt, oder? Vor allem der Marc, der hat doch irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt als die Esche im Endeffekt. Ja, ich hab mir auch die ganze Zeit gedacht, ja, zeigt halt wieder sie, zeigt halt mehr von ihr. Ja, das Mackbangen sechste bei ihr auch bloß, ich glaube, 2-mal, oder? Ja, 3-mal im ganzen Film. Zeigt halt sowas und macht es ein wenig widerlich. Und sie haben ja ein paar so surreale Szenen drin, ein paar so Albtraum-Szenarien. Baue ich da noch was mit ein? Los ich sie irgendwas fressen irgendwie und er verschiebt wieder die Optik, weil er halt nicht ganz dicht ist und so. Irgendwie, dass er irgendwas Spielerisches noch mit einbringen. Aber da ist mir fast wegen Fokus drauf gelegt worden, für das, dass der Film dann ja doch Cannibal Mukbang betitelt ist. Ja, das ist ja dann auch er ist ja er hat ja so einen Romanzen-Part drinnen. Ja. Auf den ist ja dann auch noch oft viel Fokus gelegt worden. Das finde ich jetzt an sich ja nicht so, nicht schlimm, weil es waren teilweise auch schöne Szenen, finde ich, oder spielerisch schöne Szenen, wie als warten's Kinder, die sich da ein bisschen verlieben, wenn es da in diesem Deckenzeit drinnen sind. Ja, weil er wieder ganz klassisch als Boy Meets Girl Comedy anfängt im Endeffekt. Ja, das waren auch, der hat schon da so nette Ideen gehabt, aber in meinen Augen hätte er einfach mehr von dem Mark weggekehrt und mehr von der Ash dann her, wenn er unbedingt diese Laufzeit von 1:45 halten soll. Ja. Aber dafür hat die Figur Mark einfach zwingend hergegeben in meinen Augen. Das hat mich dann schon immer wieder mal rausgerissen, da habe ich mich immer wieder selber erwischt, wie ich mich gelangweilt habe, während er da wieder blöd geschaut hat mit seinem riesen Stierknack. Ja, und kaum geht's um sie, kaum geht's um Ash und du siehst dann so eine Rückblende, wie du schon gesagt hast, wie sie dann zum Menschenfleisch essen kommt. Gibt's mir sowas. Das ist cool. Mehr von dem. Lieber das nicht so gestraft unterbringen, sondern vielleicht das über einen Film in so kleine Flashbacks unterbringen oder irgendwie so. Aber das war das Interessante gewesen. Nicht der Mark, auf dem man beim Warner zuschaut. Das hat das Ganze ganz schön ausbremst. Das finde ich auch, ja. Vor allem, er ist wirklich so komisch gewesen. Ja. Der hat mich wirklich über den ganzen Film genervt. Also der hat mit seinem blöden Schauen, seinem blöden Schmerz und seinem blöden Dasein. Ja, ich hab mir dann auch gedacht, Film, warum er? Man sagt es halt mehr von ihr. Das ist, warum? Und dann sagt man halt wenigstens sein Bruder, ist wenigstens ein geil umeinander kokst und umeinander bummst. Also wenigstens einer, der weiß, wie das Leben läuft. Da habe ich schon so American Psycho Vibes gehabt bei dem. Ja, so voll und vor allem dann auch die Aufklärung, was er eigentlich für einer ist. Ja. Wenn das dann noch dazu kommt, dann denkst du, okay, ja, da passt das schon mit dem American Psycho von dem Typen, der war schon. Das ist dann aber auch so schade, weil der Film baut sich ja eben so lang auf und dann das Finale, das ist dann so gehetzt. Ja. Sie haben sich für so viele Sachen Zeit lassen, nur da, wo es dann wichtig gewesen war, im Finale, da haben wir dann zack, sofort weg. Und in dem Moment, wie in so einem alten Argento-Film, es ist die letzte Szene oder so was Schockierendes, zack, und der Abspann sitzt ein und du sitzt mit runtergelassenen Hosen da. Aber da hätte ich halt dann noch irgendwas braucht vielleicht, weißt du schon. Aber, ja. Ich fand, das Finale ist so für mich sowieso auch noch einer der größten Schwachpunkte dann, weil sie bauen dann eigentlich eine schöne Beziehung zwischen denen zwei auf. Ja. Und die wird mir am Ende dann irgendwie zu greiselig kaputt gemacht insgesamt. Das hat mir dann alles nicht mehr so gefallen. Ja. Das fand ich dann, natürlich mit der Prämisse, die dann da ist, dass der Bruder noch in das ganze Geschehen reinkommt, und dann wird das alles ein bisschen schwieriger. Aber da hätte ich mir dann schon irgendwie gewünscht, dass dann diese Beziehung, die da aufgebaut wird, vielleicht dann auch Hand in Hand enden darf oder so. Aber ich weiß, war ich nicht so Team-gutes Finale. Lässt einen ein bisschen unbefriedigt zurück, das Ganze, gell? Ja. Aber wenn man dann auch wieder bedenkt, weil du eben gesagt hast, der Erstlingswerk und so, und die Drehzeit von dem Film waren nur 14 Tage. Ohne Scheiß. Also, ja, das ist schon, wenn du diese Umstände dann wieder anschaust, sagst, ja, das ist natürlich dann schon alles sehr respektabel. Aber, naja. Voll, ja, also, ich darf jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Also, ich hab da schon, ich hab mein Ding schon gehabt, meine gute Zeit mit dem Film. Aber es sind nicht so Punkte dabei, wo du sagst, ja, okay, da ist auf alle Fälle Verbesserungspotenzial dabei. Aber so im Großen und Ganzen finde ich Cannibal Mukbang eigentlich schon ein sehr gelungenes Erstlingswerk. Ja. Wie schaut es bei dir aus? Darfst du Menschenfleisch essen? Kommt drauf an, von wem? Von mir, das jetzt du meinen rechten Fuß essen. Oh nein, du hast so der Fiesel, der Staunsenstiche dort noch. Jetzt hör halt auf, so ein Kram. Nein, der ekelt mich von ja.
Komm, ich schneide es. Spitzt du? Ja, mit seinen verfieselten Schweinshaxen, der Pfui-Teufel. Ah, okay. Seine ekelhaften dicken Zähnen. Dass du vor jemand anderen einen Fuß essen. Darfst du jemanden aussuchen. Ja, einfach, Irgendjemand. ist der frei, warum gibt's den Fuß zum Essen? Wie ist denn da der Hintergrund? Ja, du hast jetzt wirklich, also es ist wirklich so, du hast Hunger, wirklich Hunger. Und jetzt ist, wie heißt die Schorfe von The Substance? Ja, Margaret Qualley, oder? Margaret Qualley. Du hast jetzt seit 14 Tagen nichts mehr gegessen und du hast voll den Hunger. Und dann hat er gesagt, Margaret Qualley, was musst du kriegst mit den rechten Haxen, weil du da Dann Qualley da bist. ich sagen bei der Margaret Qualley, da ich sagen, bei dir war es eher zum Ass-Eaten jetzt oder nicht zum Haxen. Ja, dann ist es von ihr, was du magst. Aber das du probieren. Ja, ich glaube Glaubst? schon. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man anders am Hungertod stirbt, ja, dann muss halt mal einen Haxen von jemandem essen. Okay. Das denn dann, wenn du dazu bereitest, so einritzen wie beim Wammerl oder so, dass das resch wird, haut? Ja, ich hätte schon wie ein, also so, wenn du einen sauberen Unterschenkel hast, unterm Knie abgeschnitten und überm Sprunggelenk, das Ganze Genau so. wie ein Ja. Neubrunnen. Ja. Da ist schon, also wenn dann, da ist schon gescheit herrichten. Schon, oder? Ein Ja, Knödel ja. dazu. Und definitiv, aber nur Semiknödel. Nur. Nur Semiknödel, ja. Eine saubere Sauce, ein bisschen ein Kartoffelsalat, ein wenig Kraut noch drauf. Kraut kein- unbedingt. Oh, voll geil. Also Kannibale von Rotenburg gefällt das, da die sagen, was soll ich wieder verzeihen. Hat der doch nur Krampf gefressen, der hat in sein Zip wieder umeinander gebissen. Da Ja. wissen die schon ein paar andere Stickerl, wo man sagt, die haben es wert, dass man sich da mal was einpfeift. Denke ich mir auch so, also, ich weiß jetzt auch nicht, warum meine erste Idee ist, dass ich gleich einen Zipfel von jemandem ist. Ah, ja. Ja, okay. Nein, es war ein Lied, also Ja. Na, aber so ein Rollbraun-Unterschenkel, den darf ich schon mal mitnehmen. schon, oder? Ja, da ich auch sagen. Bin ich dabei. Passt. Dann machen wir mal zusammen, laden wir einen Korbi zum Essen ein und dann sagen wir, hey, Überraschung, Korbi. Du bist Zappgericht. Wenn du Unterschreibe- beim Podcast schneiden brauchst deine Fürst nicht. Aber echt, ey, du Vollidiot. So wie beim Herr der Ringe dann, oder? Ja, genau. Aber ist ja die Beine, die brauchen wir doch nicht. Bohren wie Madenlöcher in den Wand. Ja, geil, Korbi, jetzt hat's sie dann. Sehr schön. Aber da, Korbi, unterschreiben wir noch schnell da diese Verzichtserklärung und du bist freiwillig da beim Oh ja. Fußspenden. Genau. Das müssen wir schon noch vorher festhalten. Der Film ist jetzt am 25. September, hat der ein Limited Release gekriegt und ich glaube, dieses Release war sehr limitiert. Im Kino auch, oder wie? Ja, genau. Und eben im Weird Weekend, da läuft er ja auch. Und es ist angekündigt, dass am 31.10. Mediabook erscheinen wird in Zusammenarbeit mit Cine Strange Extreme mit zwei verschiedene wunderschöne Cover-Artworks. Also schaut's mal vorbei. Schauen stark aus. Beide Cover. Ja, da ist ja das Cover, das Poster, wo der eine grinsende Kopf so am Boden Ja. liegt mit die Spaghetti, das schaut ja Weltklasse, das Poster. Das Jo. Ding ist dann mal als Poster in Bude einhängen. Unbedingt. Das schaut schon richtig geil aus. Wie heißt Blood, Sex and Food? Genau, Blood, Sex, Food heißt, da steht fett drüber. Das kann so unsere Podcast-Überschrift werden. Das stimmt, ja. Blood, Sex and Unterschenkel, Rollbraun. Wow. Mit Knädel und so. Ja, geil. Folgt uns für mehr Rezepte. Richtig. Mikey, was darfst du, wenn du bei dem Film was ändern musst, was darfst jetzt du ändern? Bei mir gab es viel mehr Kannibalen-Shit. Wirklich, also da muss ich sagen, hätte ich viel mehr Fokus drauf gelegt. Auch in so einem Zeitraffer, wo man dann sagt, okay, die zwei kennen sie jetzt schon ein paar Monate und immer wieder verrammen's Eppern. So wie bei Dexter. Sie hat ja so auch diesen Moralkodex ja auferlegt, dass sie nur Pädophile und Jetzt, wo du das sagst, genau, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, das habe ich nämlich auch beim Anschauen im Kopf gehabt, das ist ja voll wie bei Dexter. ja, total. Nur das mit dem, dass sie so diesen bösen inneren Begleiter da jetzt hat, in Form von Kannibalismus und dann stimmt gut. Seit diesem Trauma und so, ja. Sehr schön, dass du das noch eingesagt hast, weil das hätte ich voll vergessen. Genau. Und sich da wegen mehr drauf konzentrieren. Da man sagt, okay, man macht so eine Collage mit verschiedenen Fresssachen. Dass man dann ein wenig ein Gefühl kriegt, wie sie ist auch vor der Kamera und aber vielleicht ein wenig widerlich. Weißt du, so richtig einfressen und so. Dann wieder sehen, Ich hasse diese Ekeldinger. wenn man schon einen Cannibal Mukbang Film macht, dann darf der so richtig eklig sein. Ich darf bei dem Film nicht da sitzen und sagen, ach, jetzt möchte ich aber schon eine Schüssel Wurstsalat und ein Brezen dazu. Warum ich sage, darf auf ich das Gott, ich nicht? nein, mir halt wirklich, ich habe jetzt Cannibal Mukbang gesehen, ich brauche halt gar nichts mehr. So muss das laufen. Das war so mein Ding gewesen. Und ja, wie gesagt, dann sieht man ein paar Leute, wie sie es umbringen, ein paar Auspfindlereien. Vielleicht haben sie ein bisschen Spaß bei der Arbeit und
man kommt sich selber oder mit die Figuren kommt man ein wenig näher. Genau, so das hätte man ich gewünscht. Das hätte man ich wünschen vor dem Film. So einen richtigen Ekel haben wir, ja. Das war Ja, schon ein bisschen. Zumindest ein Mittelpart, dass man sagt, okay, der startet so gemächlich und dann steigert er sich halt immer wieder und dann hat er da wieder ein paar so Spitzen drin und dann lassen wir wieder ein paar Dialoge und Dinge eingehen, da brauchen wir wieder ein paar so Spitzen, die mich bei der Stange halten. Geilen Kontrast, so weg mit dem Fokus auf Marx, dann Fokus auf die Liebesgeschichte zwischen Richtig, ihnen, das so möchte ich sehen. so richtig romantische, schöne Liebesgeschichte erzählt und dazwischen dann immer so richtig geil Oberassi eingestreute Kannibalen-Szenen. Wir verstehen wir uns. Das war all lecker, jetzt so sollte man echt einen Film machen, Mike. Ah ja. Das sollte man machen. Genau. Ja, gut, das gehe ich mit, diese Umarbeitung von diesem Film. Sehr schön. Anfrage ist raus an die Amy. Genau. Ich bin aber gespannt, was von der Dame noch kommt. Bin ich auch gespannt. Also, wie gesagt, ich finde, das ist schon ein sehr guter Einstieg in ihr filmisches Schaffen und bin dann echt gespannt, was die noch weiter treibt, weil da könnte man schon vorstellen, dass da, man sagt jetzt schon die ersten Anzeigen so dafür, ich glaube, die kann gut in die Richtung mit so Horror und Horror-Drama und so ein Zeug gehen. Ja, und sie kann gute Frauenfiguren schreiben. Also das kann gern so weiter. Bei den Männern muss ein bisschen feilen. Oder vielleicht Männer ganz mit Lust, die braucht sowieso keine Sau nicht. Ich wollte gerade sagen, vor allem wenn sie die Saudeppen sind. Ja, eben. Orientiert euch an uns, damit ihr mit richtige Männer habt. Richtige Alphas. Schau mein Bizeps an. Ja, Maschine. Oh Gott. Muss ich schon wieder aufpassen, weil das Mikro gleich zusammendruckt vor lauter Kraft. Um Himmels Willen. Bevor das passiert, Conny, wie schaut's denn aus? Tops und Flops? Was war Also dein Top? Mein Top ist die Szene, wo es auf der Couch so da liegen und dann so geil, also sie die ganze Zeit nebenbei so geil umeinander braudelt. Ich glaube, ein Kopf ist da dort gestanden oder war so Fuß. Das fand ich irgendwie geil, haben ja die Effekte cool ausgeschaut, das war eine richtig geile Szene. Und mein Flop ist der Schauspieler von Mark. Ich hab den Typen einfach nix geglaubt die ganze Zeit. Wieder Nate Wise heißt der. Ich weiß nicht, der hat mir nichts abgegeben. Ich hab den auch nicht wirklich was geglaubt und mir hat den seine Art einfach genervt. Der hat mir überhaupt nicht in den Film eingepasst. Verstehe ich. Und bei dir? Was ist dein Tobi, Flobby? Ja, ich deck mich da mit dir, aber ich sag noch was anderes. Also wie wir beim Zuchthosen deckst mich. Alles, was du sagst, und jetzt decke ich die noch. Und zwar, was mir nicht gefallen hat, war das Finale. Wie gesagt, ist der ganze Film arbeitet die ganze Zeit da drauf hin. Und dann gibt's ja noch so einen kleinen Aha-Moment und so, und dann ist das aber so verpufft. Das hat das im Verhalten nicht nach, das ist nicht irgendwie dann schockierend oder ja, es geht mir einfach was ab bei dem Finale. Das ist total gehetzt. Und was mir sehr gut noch gefallen hat, war die Optik von dem Film. Das schaut für mich, weiß ich nicht, das hat so wie so ein finnischer Film aus Anfang der 2000er hat das irgendwie ausgeschaut. Irgendwie ganz eine seltsame Grundstimmung und die Optik hat mir einfach voll taugt. Das ist mir im ersten Moment aufgefallen, schon wie der Film losgegangen ist mit den Credits. Ich dachte, der Look ist schon mal mega fett. Das hat mir gefallen. Ja, schaut ein bisschen dreckiger aus, gell? Ja, genau. Ein wenig gründig, genau, richtig. Wir verstehen uns einfach, das ist Wahnsinn. Das ist echt das ist Wahnsinn. Wir sind ein Herz und eine Seele. Unsere Gehirne verschmilzt bereits miteinander. Aber hallo. Triple Threat. Wie schaut's da aus? Ja. Haben wir Titties, Mike? Na. Doch. Echt? Jetzt sogar der Eschi, das sagt man mal. Ach ja, tatsächlich. Ein Arschau, gell? Ja. Die Szene habe ich vergessen. Ich muss Wie mir das kannst du wieder das vergessen? ich weiß nicht, ich bin ein totaler Tipp. Ich muss mir das wieder aufschreiben. Bei mir Nacktheit, die irgendwie sagt, mein Kopf sagt, du darfst nicht. Darfst nicht, ja. Da schaust du wie hastig über die Schulter, ob die Frau gerade einer schaut, oder? Hastig über die Schulter, wenn ich beim Fernsehschauen schaue ich ins Finstere aus im momentan. Da ist der Garten, da kann da jeder draußen stehen. Jeder. Ja, in Wirklichkeit steht die Frau draußen im Garten und schaut das Fenster, was Mit du dem wieder für Hand Nudelholz, zeigst. so klassisch. Ja. Ja, die Busen weg, Mike! Was ist denn das schon wieder? Wie Teufel! Warum musst du den Schwengel in der Hand, du Sau? Jetzt auf! Okay, Schluss. Entschuldigung. Haben wir Trompeten. Nein, haben wir auch nicht, oder? Ein Abbissner. Ja, gut, das sagt man den auch direkt. Nein, nur sie hat noch den Mund so aus. Das steht ja wegen vom Mund und spuckt dann irgendwas aus, oder? Aber ich dachte, gib mir einen Holbert. Einen Holberten gib mir. Okay. Ja, das passt, ja. Und totes Tierchen? Nein. Haben wir auch nichts, gell? Also 1,5 von 3. Ja. Fürs Erstlingswerk ordentlich, da ich sagen.
Kann man lassen, auf jeden Fall. Das kann Ist man noch lassen, ausbaufähig. Nächstes Mal eine Trompete bitte ganz zeigen und dann. Ja, bitte. Ja, mit der Trompete. Und dann so eine dreckige Katze umbringen oder so. Die Hey! sagt sowieso keine Sau. Mal leck, ich stich die ab. Ich stich die ab. Gibt's mal einen Röbron aus deinen Unterschenkel, aber ich friss nicht, den schmeiß ich einfach weg. Was das Geile ist, ja, du müsstest dann meinen Fuß auch erst rasieren, weil sonst mit den Haaren so werden die Die verbrennen. brennen sie weg, warum soll die denn rasieren? Die brennen sie weg. Die sollen wir nicht wegbrennen lassen, oder? Die musst Ist schon so bei deinen rasieren. Grindhack's nicht wurscht. Wie gesagt, total der Fiesel vor bis unten vor die Stanzen und Jetzt hör Aufkreide, auf. Stich. Also, Teufel, wir machen schau mal aus. bevor du meinen Unterschenkel fressen darfst, kochen darfst, macht man mal einen Kochkurs und du kriegst da mal irgendwas mit. Weil du darfst schmeißt meinen sowieso Fuß weg. echt so wie es ist in den Ofen rein. Das geht ja gar nicht. Pfui Teufel, Leute. Ich sag's euch, ich mache mir heimlich ein Foto nächstes Jahr im Sommer von Mike seine Füße und dann wird's es auch sagen, pfui Teufel, die fressen wir nicht, die schmeißen Hör wir halt auf, du bist so blöd. weg. Du bist doof. Wer nicht blöd ist, das ist der Stefan Schimek. Nur mit besten Dank an dieser Stelle für den Screener. Und schaut's auch beim Weird Weekender Festival vorbei. Die haben immer eine sehr verrückte Filmauswahl, wie Cannibal Mukbang zeigt. Und ja, Ich schaut's bin vor vorbei. Ort, wie es Die machen ausschaut. uns- Hey, cool. Darf man schmusen? Darfst schmusen mit mir? Oder Mukbangen? Oder Gangbangen? Mir ist wurscht, Stefan. Ich glaube alles, oder? Triple Alles kann, Threaten. nichts muss. Ja. Genau, Passt. Triple Threaten. Und schaut's bei Cine Strange Extreme vorbei, da gibt's ab 31.10. passend oder pünktlich zu Halloween die Mediabooks von Cannibal Mukbang mit Schönes zwei Ding. ziemlich gorige Cover. Schönes Ding, ja. Macht's das, tut's das machen, tun. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich Hunger. Jetzt bin ich Ja. soweit. Ja, so ist ich nur Banosenrahmen auf der Couch. Boah, du bist einfach Salzig. widerlich. Geile, salzige Teufel. Und das Mukbang ich dann ins Internet rein. Wow. Und dann 20.000 Likes und 30.000 Follower und dann... Ja, flipp ich genau. aus. Und nie wieder arbeiten müssen, gerade weil ich auf der Nie Couch mehr. mich selber filmen, wie die Nasenrahmen einfrisst. Die Okay, passt. Leute, ihr wisst, was zum da habt. Schaut überall vorbei in unsere sozialen Netzwerke. Bei Facebook, bei YouTube natürlich. Da lasst uns ein Like da, das Glocken drücken. Dort uns bewerten, wo es noch gerade geht und ein Steady-Abo abschließen. Wir haben ganz tolle Bonus-Episoden, die jetzt dann auch noch zahlreicher werden, weil wir ganz eine tolle Classics Reihe am Start haben. Und da gibt's Jede ganz zweite cool. Folge Steady inklusiv. Genau. Also schaut's vorbei, dass es ein bisschen unterstützen, das kriegt es im Endeffekt wieder zurück, weil wenn es uns gut geht, geht's euch auch gut. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nee, von Südkorea. Wie kommt es auf Südkorea? Weil da kommt das Mukbanging her. Ach so. Na gut. Ja, gut. Passt. Dann Von sind wir Südkorea sind wir sicher der beste Podcast, weil die. definitiv. Ja, auf jeden Also, Fall. danke Stefan, danke an die Leute, die zugehört haben. Riesen Potatoes gingen raus. Aber hallo. Bisschen auf die Nüsschen und Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Servus und habe die Ehre.